Irgendwie juckt mich hier alles, ey. Was ist denn das für ein seltsamer Anzug? Tja, gute Frage, nächste Frage. Mein Arsch juckt, ja, das natürlich auch noch. Willkommen zurück hier zu Racing 3 Titan Lords. Okay, im letzten Part haben wir ein bisschen uns hier umgeschaut, was wir alles machen können. Ein paar Dinge verkaufen, ein paar Dinge gekauft, etc. etc. Und jetzt endlich mal muss ich mich ein bisschen ausruhen. Es ist endlich mal notwendig, vor allem hier noch ein bisschen zu gucken, wer hier alles klaut und so, muss noch auch alles beobachtet werden. Raus hier! Okay. Tut mir leid, wir können hier pennen. Entschuldigung. Mann, ey, immer ganz so unhöflich. Ist da jemand? Hallo? Teleportstein, nimmt ihr doch gerne mit. Du. So, ein Hocker? Nö. Ein Krug aber. Eine Spruchrolle. Kristallfackel, interessant. Ein Goldsack. Einen alten Sack. Und ein bisschen hinlegen. Na, auf das Bett hinlegen. Na, was soll's, bin sowieso schon halb tot. Ist ja kein Problem. Oh Mann. Was zur Hölle ist das jetzt wieder für eine Scheiße? Ganz ehrlich, ich habe gerade ganz genau das gleiche gedacht. Naja, nicht gerade so blumig ausgedrückt, aber... Der Typ, den kenne ich doch. Nee. Nee, das kann nicht sein. Das ist nicht der, oder? Das kann nicht der sein. Seelenstab? Natürlich, da haben im Traum etwas einsammeln war. Man kann es immer gebrauchen, ne? Vor allem im realen Leben nachher. Bin ich tot? Schon wieder? Er ist wirklich. Er ist es echt. Mendoza aus Reason 1. Ich hab's gewusst. Jetzt quatscht er mich auch noch an. Was zum Henker ist hier los? Jetzt sag bloß, du bist überrascht. Moment mal, Es ist immer das Gleiche mit euch Neulingen. Erst völlige Orientierungslosigkeit. Dann kommt die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Schließlich kommt die der völligen Verzweiflung und des Wahnsinns. Aber ich kann dich beruhigen. Wenn sich bei dir in der Ewigkeit die totale Gleichgültigkeit einstellt, merkst du nicht mehr allzu viel davon. Ja, also als Begrüßungskomitee durchaus zu empfehlen, war. Also ich würde das natürlich jedem Club empfehlen und so. Mendoza, das ist der Typ, wenn ihr irgendwie einen Tonspruch haben wollt, damit sich die Leute sofort einheimisch fühlen, sofort willkommen fühlen. Mendoza ist euer, ja, Mann kann ich nicht mehr sagen, nee, es ist euer Geist. Wo sind wir hier? Das willst du doch gar nicht wissen, glaub mir. Zu viele Fragen werden dich nur noch schneller in den Wahnsinn treiben. Tja, schön. Aber ich muss wissen, was hier mit mir geschieht. Du beginnst den alten Mendoza zu langweilen. Such dir jemand anderen, dem du deine dämlichen Fragen stellen kannst. Ich muss nun gehen. Halt, warte. Oh Mann, was für ein Albtraum. Ich brauche dringend Hilfe, sonst werde ich noch wahnsinnig. Bones ist doch mein Arzt. Vielleicht hat er was für mich. Ja, vielleicht. So, müssen wir ganz kurz gucken wegen der Quest. Wir haben so noch die mit Patty aktiv, aber die sind gerade ein bisschen egaler mehr zu sein, denn wir wollen ja das mit dem Dings machen. Mit dem, was ist das? Taranis? Nee. Hafendiebe, genau. Ständig verschwinden, Nachtskisten vom Hafenkeil. Rummelt von der Gnome. Ich soll mich nachts mal umsehen. So, denk mal machen. Ja, wie sieht es denn jetzt aus? Okay, bin da. Das dort rechts. Sieht eigentlich soweit in Ordnung aus. War kein Problem. Mal gucken. Ein bisschen anschleiern und so. Ja, also wir sehen niemanden. Nö. Weit und breit, keiner soll nichts machen. Ja, da unten ist zwar ein Gnome. Ja, was machst du denn da, war kleiner? In die Nase popeln. Alter, das machen wir nicht. Ja, und jetzt soll er irgendwie mich verstecken oder was? Mein Questziel stand so da, aber was bringt mir jetzt das Großartiges? Wir haben einen weiteren Gnome, der da alles wieder... Ist immer dabei? Alter, ein 24-Stunden-Job. Nun gut.
Tja, jetzt können wir ihn nie verstecken oder sowas. Ja klar, sind Gnome, aber der macht doch gar nichts. Ja, wir müssen trinken natürlich, kann ich schauen, dass ein Wasserfass das schon den ganzen Tag hier stand. Bäh, wie das schmecken muss, ey. Okay, fangen wir mal. Was machst denn du hier? Okay, macht gar nichts. Noch eine Kristallfackel, gut. Kistenstapel. Hinter dir, hallo. Was ist denn das? Kobolde? Alter, sehen die hässlich aus. Drang scheinbar nicht sehr viel. Haben jetzt alle gegen. Oh, nicht alle auf einmal. Okay, das wirkt zumindest bei denen. Was, die können das auch? Ah, falsch, das ist schon wieder. Nein! Ja, sagst du so einfach. So, erstmal ein bisschen rum. Mann, ey, jetzt reißt aber langsam. So, da schon mal 2. Wow. Und der letzte, der ist dort. Nix aufhören. Weiter so. Ja, bin ja dabei, bin ja dabei. Wow. Ja, kämpfe. So, komm schon. Geh doch mal down, du Kleiner. Feste. So, voll in die Fresse und... Ey, ich habe abgewehrt, hallo? Kämpfe. Gut so. So. Du kannst Nahkampf steigen, endlich mal. Und weiter tun die. Ja, wir gehen wir weiter unseren Job, ist nichts passiert. Nee, gar nichts, wenn bloß... Wow. Ist erstmal Gold erhalten, 4 magische Kristalle, okay, also durchaus gelohnt. So, und jetzt ist ein bisschen Tagpennen oder was? Eine Voodoo-Puppe. Das war dringend was zu futtern. Oder vielleicht mal den hier? Ja, sehr gut. Tja, das war's, hab's aufgelöst. Ein paar Truthähne. Ja, das war's bereits. Ganz kurz mal gucken, was... Echt schon bereits oder fehlt noch was? Hafendiebe, zack. Ich glaube, es hackt. Ja, wir haben es ja erledigt. Oder doch nicht? Ist nicht noch was offen? Sprich mit Baker. Mit ihm sprechen. Seltsam. Ja, also das müssen wir jetzt eigentlich abgeschlossen haben. War uns im Westen plündern in den Hafen kann. Ich glaube, es hackt. Aber auch immer noch. Mal ganz kurz gucken. Vielleicht fehlt noch etwas. Kann noch was machen. Oder kann noch mehr. Könnte natürlich auch sein. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Okay, also nicht, das war's bereits. Schön, schön. Ich meine, waren noch 3 Stück, wa? Geht doch. Gut, dann hast du es auch gemacht. Tja, seht nur, so leicht kann es gehen, man kann etwas steigern, wa? Hier ist noch was. Beim Charakter natürlich. Fähigkeiten. Nahkampf kann ich steigern. Entsprechend Lehrer finden, ist klar. Das Boote vielleicht noch? Nahkampf. Ja, Runterstufe geht natürlich, kein Problem. Ja, kann ich übernehmen. Gut, dankeschön. Ja, und jetzt? Jetzt ist der nicht. Macht da so einen Lärm? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Entschuldigung. Wo war denn der? Hab gar nicht gesehen. Hä? Wo ist denn der? Ist der da oben und pennt oder was? Keine Ahnung.
Okay, muss mich mal reinschleichen, ne? Und ganz sanft das Ding aufmachen, halt die Truhe. So. Und jetzt mal nochmal pennen gehen, nochmal irgendwie Mendozenbesuch abstatten. Bis zum nächsten Morgen pennen. Oder doch nicht. Nun gut, gepennt habe, soll das eigentlich besser aussehen. Kann ich jetzt nochmal... Ich habe zu wenig lang gepennt. Der Arsch pennt immer noch. Okay, kann ich irgendwie bis Mittag noch pennen? So, Mittagszeit. Nicht mehr Schlafenszeit. Ich muss langsam mal wach sein. Hä? Der pennt echt noch. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, Entschuldigung, dass er irgendwie helfen wollte. Penner. Nun gut, Mittag ist es. Irgendwie noch nicht geholfen. Was soll's? Jetzt mag er wieder sauer auf mich oder ist ihm noch... Nö, gar nicht hier. Die pennenden lieben langen Tage gibt's ja gar nicht. So, bei uns sieht's aus. Wenn wir mehr über die Magier erfahren wollen, müssen wir weiter nach Norden. Hoch ins Landesinnere. Ja, aber ich dachte, weil ich gepennt habe und so, bist du jetzt zufrieden mit mir? Scheinbar doch nicht. Wie sieht es mit Laufenden aus? Habe ich jetzt da Anhang der Magie? Ne, ich bin ein Baker. Taiguan. Ärsche treten. Ja, das kommt später. Finde Patty. Dann gehen wir so nach Kieler, aber komme ich noch nicht hin. Noch nicht diese Devise. Was habe ich jetzt eigentlich gemacht? War? Also dem müsste das jetzt beendet sein. Das noch laufen. Okay, bis mal mit Baker. Mabuk sagte mir, dass Baker mich zum Magierlager bringen kann. Jetzt sollte das mal mit ihm besprechen. Ja. Also, wollte gerade sagen, ja, bei uns, okay. Wo ist denn der Typ? Ah, so, der ist da drüben, okay. Dann gehe ich mal wieder zum Pier. Ah, da bist du wieder. Servus, Mabuk. So, Kumpel, das Problem ist gelöst. Es waren Kobolde, kein Gnome. Deine Diebe waren Kobolde. Oh, dann habe ich die Gnome wohl zu Unrecht beschuldigt, was? Sieht ganz so aus. Ich mach's wieder gut, indem ich ihnen weniger in den Arsch trete. Ja, ja, mach wie du meinst. Was ist jetzt mit meiner Belohnung? Nun, dann such dir mal was aus. Ein Sack voller Gold oder eine Überraschungskiste. Das ist eine gute Frage. Mein Sack voller Gold ist eigentlich nie zu... ja, kann man natürlich immer nehmen. Ist aber andererseits eine Kiste, kann natürlich sehr viel drin sein. Eine Überraschungskiste, vielleicht ist da immer von Spiel zu Spiel was anderes drin. Ich muss natürlich auch als Let's Play darauf achten, dass er auch immer was anderes bieten kann. Mein Gott, was nehme ich jetzt da? Gold oder Kiste? Sprich, narrensicher oder nehme ich das Risiko? 3, 2, 1, letzte Chance! Her mit der Kiste. Das lob ich mir. So eine Überraschung ist doch eh viel schöner als lumpiges Gold. Da hast du. Okay, Rummel zur Überraschungskiste halten. Zeig mir deine Ware. Kann ich nochmal irgendwie... Ja gut, wieso eigentlich nicht, war? Kann eigentlich nie schaden. Noch ein bisschen Grog. Nicht so lange rum, da auch nicht so wirksam. Egal. Dich müde auf die Beine. 75, Alter. So, bis langsam reichen. Brauchen sonst noch etwas? Papageienflug, noch 2. Nee, momentan nicht. Habe eh noch, von dem her. Ist das gut, so wie es ist. Ja, und jetzt die Kiste mal gucken, war. Die müsste das auch irgendwo hier drin sein. Die fragen natürlich bloß, wo ist denn die Kiste? Da ist Magie. Das ist es nicht. Da müsste natürlich hier das sein, was wohl drin ist. Mal benutzen, wa? Na also. Ja, würde sagen, unter Umständen ein bisschen wertvoller als das andere. Hat unter Rechnung Magie einen hohen Wert. Magischer Kristall, 18 Stück haben wir bereits. Geil. Ja, weiß man nie, was noch alles passieren mag. Okay, hallo, was ist jetzt los? Das ist gerade der erste Weg, dass ich was gemacht habe. So, der Typ müsste irgendwo hier oben sein. Gemäß Karte. Gehe ich jetzt hier den richtigen Weg, oder? Ja, könnte stimmen. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Nö. Okay, ist besser. Wieder zurück.
Dulli, dulli, dullu. Servus Kumpel, was ist denn du für einer? Sieh an, ein Neuankömmling. Du willst bestimmt zum Lager der Magier. Eigentlich will ich die ganze Insel erkunden. Dann fängst du am besten bei den Magiern an. Ich kann dich hinbringen. Hab eh noch ein paar Sachen dort zu erledigen. Du kannst dich natürlich auch alleine durchschlagen. Eigentlich lieber nicht. Was hast du auf Taranis zu schaffen? Ich bin Wächter und kümmere mich um Neuankömmlinge. In diesen Zeiten braucht jeder ein wenig Führung und ich weise ihnen den Weg. Du rekrutierst also neue Leute? Hier sind auch andere Gemeinschaften willkommen. Solange sie den Magiern Respekt erweisen und nicht zur Inquisition gehören. Aber wenn du Interesse hast, Kadett zu werden, wir können immer eine starke Hand gebrauchen. Wieso eigentlich nicht? Was habt ihr gegen die Inquisition? Sie haben den falschen Weg eingeschlagen. Versteh mich nicht falsch, ihre Motive sind gut. Früher gehörte ich auch einmal zu ihnen. Aber sie haben den Magiern den Rücken gekehrt und das ist ein großer Fehler. Was die Inquisition angeht, ist der Weg zur Hölle gepflastert mit guten Absichten. Das klingt sehr einladend. Wie werde ich Wächter? Am besten du redest mit General Magnus. Du wirst dich aber erst nützlich machen müssen, bevor er in Erwägung zieht, dich aufzunehmen. Also frag ihn am besten nach Arbeit. Alles klar. Und übrigens noch... Kannst du mir etwas beibringen? Klar, aber umsonst mache ich das nicht. Nicht mal für Wächter. Von irgendwas muss ich ja auch leben. Ja, nee, ist klar. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Silberzunge lernen. Wörter können wirksamer sein als die schärfste Klinge. Das Talent Silberzunge steigt um plus 10 pro Stufe. Geil. Krall nehmen lernen. Ja, wozu? Ich meine, klar, kannst du später noch irgendwie für Zaubertränke und so nützlich sein. Momentan würde ich sagen, ist das irgendwie geiler. Ich bin noch nicht gut genug. Was? Liest 15 ein... Oh, nee, zu wenig Listen, wenig Einfluss, wa? Das Scroll müssen wir eigentlich haben. Okay, machen wir gleich, weil das ein ganz... Darf ich rein? Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Ja, 10:30 war klar. Ein Bett kurz hinlegen, war... Alter, was ist mit Medusa los? Hallo, Kumpel. Taucht er da auf? Nö. Was war denn das bloß mit Medusa? Ganz ehrlich. Spruchrolle. Okay, und dann noch gar nichts. Na gut, nochmal kurz hinlegen, bis zum Mittagsschlafen, ja. Wir können so gut Schlaf ertragen. So als Halbtoter. Das ist eher 3/4 tot, aber ist ein anderes Thema. Gut, dann würde ich mal sagen, bringt mich zu den Magiern, wa? Weil ihnen da alleine durchgehen. Also die auch interessant, wa? Ne, können wir noch machen. Bring mich zu den Magiern. Na, dann komm mal mit. Okay. Machen wir uns auf den Weg zu den... Es wachsen Kristalle. Magische Kristalle. Die setzen wir in die Artefakte ein und wirken damit mächtige Zaubersprüche. Wo wir gerade hier sind, vielleicht finden wir in der Höhle noch ein paar Kristalle. Ist sie denn sicher? Ich war zwar schon mal drin, aber du weißt ja, wie das mit Viechern ist. Manchmal kommen sie wieder. Du kennst dich aus. Also, riskieren wir einen Blick? Ja, wieso nicht? Da durchsuchen wir die Höhle. Da höre ich doch schon die Monster. Auf geht's. Ne, du machst mir richtig Appetit, ey. Appetit, richtig Lust natürlich. Ab in die Höhle. Ja, wir uns eigentlich lassen voraus, war also sicher jetzt da irgendwie noch groß fighten. Aua! Wuhu! Alter! War da durch, ganz schnell. Wow. So geht das. Dunkeltürer, weiche von mir, böser Geist. Aua, geht's aber nicht. Mann, ey. So, lebt der andere eigentlich noch, oder was? Mann! So, komm her. Versuch dein Glück. Mann, ich muss irgendwie wissen, wie ich gegen ihn fighten kann. Und weg. Und weg. Du machst das schon, wa? Du machst das.
Monster in der Höhle, er hat's geschafft. Natürlich hat er es geschafft, wie auch immer. Hä? Wo gehst du hin? Ja, dann geh du mal ein bisschen, ich hab keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Tschüss. So, lass mal gucken. Ah, 10 von 18 zum Verarschen. Alter, schon direkt 4 Monster. Habt ihr gesehen? Der hat 3 Stück. Nein, alle 4 hat er selber platt gemacht. Ich hatte irgendwie keine Chance nur gegen einen. Doch einen vielleicht schon, aber... alle 4? Nee. Da haben wir noch viel vor uns, bis wir da eine Chance gegen alle haben. Wo ist jetzt da hin? Ja, da bist du ja. Schön, das war's. Ich bin fertig hier. Gehen wir weiter. Alles klar. Ja, bin ich auch. Toll. Der Energieleiser links unten fühlt sich wieder selbstständig, muss er dann nachhelfen. Ich will mal nach, wa? Kann nicht schaden. Mit ein bisschen Grog, ja, muss nicht immer rum sein. Grog ist manchmal auch zu empfehlen. Und ein paar schon aber vorbeifahren, das gibt's nicht, hey. Ich kann mal stehen bleiben, ich will da pappen, weil es ist Zeit, sonst also der Ewigkeit, Mr. Grenadist. Es gibt 2 Wege zum Lager. Der Weg oben durch die Höhle ist kürzer, aber man sieht nicht so viel von der Insel. Der Weg unten durch das Tal ist etwas länger. Die Entscheidung überlasse ich dir. Also? Eine Kürzung durch die Höhle, länger durch das Tal. Tja, man sitzt noch mehr von der Insel, aber ich habe das Gefühl, wir sind noch ein bisschen zu schwach, um damit allen Viech mitzuhalten, deswegen wäre, glaube ich, durch die Höhle ein bisschen klüger. Obwohl im Tal ist es natürlich ein bisschen breiter, sprich, du hast mehr Zeit da, oder mehr Platz vor allem halt. Ja, Freunde, was macht ihr am besten? Ich würde sagen, diese noch viele weitere Fragen klären wir das nächste Mal hier bei Risen 3 Titan Lords. Bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen.